Hier werden die Männer gleich etwas essen. Die, glaube ich, essen so schnell nichts mehr. Ja, wollen wir uns das sowieso anschauen? Hier kann man etwas bauen. Hier kann man etwas bauen. Hier kann man etwas bauen, aber was wollen wir bauen? Da komme ich nie ran. Hier sieht das Rohr anders aus. Alkohol? Achso, dann werden wir wahrscheinlich nicht mitnehmen dürfen. Kinder? Da steht eine Flasche im Regal. Ich weiß aber nicht, was sich darin befindet. Ja, nichts für kleine Kinder. Okay, vielleicht gehen wir mal auf. Ich muss leise sein. Ich kann den Doktor in dem Zimmer da oben hören. Wir kennen den Doktor hören. Das kann doch alles nicht wahr sein. In was für ein Zimmer? Da hinten? Dann können wir da nicht rein. Ich habe es geahnt. Das konnte nicht gut gehen. Aber natürlich hat niemand auf mich gehört. Und jetzt müssen wir sofort runter von diesem gottverfluchten Schiff. Der böse Arzt ist da oben. Er darf mich nicht sehen. Verdammt nochmal, wie funktioniert dieser Kran? Ach so. Der ist da ummert. Und jetzt sind wir wo? Was ist das für ein unheimliches Zimmer? Hier schläft einer der bösen Männer. Und einer der bösen Männer oder Puppe? Ist ja eklig. Ich könnte mich darin verstecken, aber ich versuche besser von diesem Schiff herunterzukommen. Ein furchtbarer Drache. Die Maske starrt mich direkt an. Ich weiß nicht, ob sie böse oder traurig ist. Ich glaube, so sieht der Tod aus. Ich kann noch nicht so gut lesen. Sieht aus wie ein kaputter Schlüssel. Ein Dietrich? Sieht aus wie ein kaputter Schlüssel. Können wir nicht nehmen? Da sind Schmetterlinge, aber sie sind alle tot. Okay, Dietrich können wir nicht nehmen. Dann haben wir... Ein Setzkasten mit allerlei Insekten und Schmetterlingen. Das Schiff ist hell genug. Okay, Kerze brauchen wir nicht. Dann haben wir da eine Schublade. Und was ist da drin? Wie jetzt nix? Nick. Eine Schatulle. Auf der Schatulle ist ein Schlüssel abgebildet. Da ist doch nichts erinnert. Schaut nix so aus. Tja, so gehen wir vielleicht. Die Tür ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Gut, untersuchen können wir das jetzt nicht. Ob da was drin ist. Ja, dann gehen wir vielleicht wieder aussehen. Die Maske starrt mich direkt an. Ich weiß nicht, ob sie böse oder traurig ist. Okay, in dem Zimmer hat es jetzt nichts gegeben. Das kann doch alles nicht wahr sein.
Papa geht sehr gerne angeln. Da geht's oben zur Messe wieder. Vielleicht gehen wir jetzt einmal da auf. Irgendwo muss es nach draußen gehen. Und ich muss irgendwas finden, womit ich fliegen kann. Keine Sorge, Fiona, wir finden was. Ach, da haben wir doch was. Ich schiebe das kleine Boot mal zu der Luke da vorne. Eine große Klappe nach draußen. Hier könnte ich vom Schiff entkommen. Leider hängt ein großes Schloss davor. Ja, es hängt ein großes Schloss davor. Das heißt, wir brauchen nur einen passenden Schlüssel. Eine große Klappe nach draußen. Hier könnte ich vom Schiff entkommen. Leider hängt ein großes Schloss davor. So, da haben wir dir Die Tür ist abgeschlossen. abgeschlossen. Aber ich glaube, die geht in das Zimmer um, wo wir gerade drin waren. Die Tür ist abgeschlossen. Da ist auch zu. Das war, glaube ich, das Zimmer vom Arzt. So, das heißt, wir gehen einmal. Moment einmal. Die Schlüssel hängen zu hoch für mich. Wie kann ich da nur rankommen? Da haben wir Schlüssel. Und Die Tür ist abgeschlossen. wir bräuchten eigentlich nur noch was, womit wir da raufkommen. Muskete? Ich darf mit dem Gewehr nichts falsch machen. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal was zum Schießen. Können wir da? Ein Schlüssel. Da ist ein Zeichen drauf gemalt. Ich glaube, dass damit der Lagerraum gemeint ist, neben der Tür, wo ich eingesperrt war. Aber das ist doch der Raum, wo Ruben drin ist. Ich kann ihn mitnehmen. Wir können zusammen fliehen. Ich muss zum Lagerraum. Was zum Lagerraum? Ja, dann gehen wir heute zum Lagerraum wieder. Denn Ruben lauert ja auch irgendwo noch. Vielleicht sollten wir mal zwischendrin mal speichern. Nicht, dass wir mal erwischt werden. Und dann alles von vorne spielen dürfen. Okay. Ruben, wo war Ruben drin? Dann müssen wir da rein. Die Tür ist zu. Dahinter muss Ruben sein, wenn ich ihm noch helfen könnte. Hier bist du also. Ich wusste doch, dass du Ärger machst. Ich hätte dir viel mehr von dem Mittel verabreichen sollen. Wir wollen doch nicht, dass ein tragischer Unfall passiert. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Okay, jetzt haben wir wieder die Anna. So, was haben wir jetzt vor? Können wir denn da rein?
Die Tür ist völlig verzogen. Da können wir also nicht rein. Und da? Da können wir rein. Und das ist anscheinend der Maschinenraum. Oh mein Gott. Nein. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Hier ist überall Asche. Und das ist das Tuch von Fiona. Nein, das kann einfach nicht sein. Wer würde einem kleinen Mädchen so etwas Schreckliches antun? Das Tuch von Fiona? Ist sie denn ermordet worden? Wir fangen jetzt erst einmal von der vorne an. Dass wir uns das ganze Zeug anschauen. Und zwar haben wir da Säcke. Sieht aus, als wäre dies auch gleichzeitig der Lagerraum des Schiffes gewesen. Der Aufdruck auf dieser Kiste ist verblasst. Ein Teil des Schiffplans. Okay, da haben wir wieder ein Kartenteil. Ich setze es zusammen. Vollständige Schiffskarte. Der Schiffsplan ist vollständig. Ja, und jetzt wird uns da das Schiff erzeugt. Vielleicht können wir irgendwann nochmal damit was anfangen. So, jetzt haben wir da eine Kohleschaufel. Die ist aber schwer. Diese riesigen Tanks erinnern mich an Weinfässer. Was darin wohl gelagert wird? Sie schwitzen, teilweise strömt ein beißender Geruch aus ihnen. Komische Tanks. In diesem großen Fass lagert Öl. Okay, da haben wir Öl. Da herum. In diesem großen Fass lagert Wasser. Ach so, da ist Wasser. In diesem großen Fass waren Zitronen. Und da haben wir einen Bootshaken. Ein langer Stab mit einem Bootshaken. 100 Tagebuchseite wieder. Das war zu befürchten. Ein Unfall ist geschehen. Wie kann ein Ingenieur denn nicht einmal lesen können? Hier an Bord ist es möglich. Lorenzen hat eine Anweisung des Kapitäns nicht entziffern können, dass ein bestimmtes Gitter bei starkem Seegang immer geschlossen bleiben soll. Er hat verheimlicht, dass er nicht lesen kann. Nun ist eine Kiste in die Messe heruntergefallen und hat Boy verletzt, den Koch. Zum Glück hat die Kiste ihn nicht mit ihrem vollen Gewicht getroffen, aber blutig wurde es dennoch. Okay, ein Koch hat es scheinbar erwischt. Ladestock. Der Ladestock einer Muskete. Ach so. Auf dieser Rutsche gelangt die Kohle schnell zum Ofen. Kohle. Kohle bräuchten wir eh noch, gell? Für unseren Bettwärmer. Da haben wir einen Hebel. Das sieht aus wie das Tuch von Fiona. Hier ist überall Asche. Wer tut so etwas nur einem Kind an? Der Ofen glüht regelrecht. Über diese Luke wird der Ofen mit Kohle versorgt. Ach, da haben wir eine Schraubenbox. Da sind viele Schrauben drin. Das ist gut, aber wir haben keinen Schraubenzieher mehr. Oder? Haben wir nicht, gell? Denn wir müssen noch das Zahnrad festschrauben. Können wir denn die Ofenklappe aufmachen? Da hänge ich ihn nicht hin. Nicht.
Sieht nicht wie eine Muskete aus. Nichts zum Graben. Nichts zum Graben. Oder das Dämmmaterial? Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Das frische Wasser sollte ich lieber nicht verschwenden. So, ich glaube, wir haben alles. Dann werden wir uns erst einmal auf den Weg machen. Und zwar zu der Uhr, wo wir das Zahnrad festschrauben können. Nachdem wir gespeichert haben.